Marisola. Dit is John Peters hier met met gedankens uit Gottes Woord voor de nächste 15 minuten. We zijn vandaag in Markus kapitel 10. Ik weet, we gaan durch het boek Matteaus, aber we brauchen das boek Markus zum Matteaus halten erklären. Über de Ehescheidung en über Befreien en frisch befreien en so weiter. Nicht, was ich darüber denke, oder was ich darüber feil, aber was sagt Gott in Woord, nicht so? Wel 3. Jimmy Swaggart, Jesus use me. Dat is mijn gedanken ook voor deze morgen. Tijd wat we top hebben. En zo we zijn vandaag hupsen best even naar het boek Markus, kapitel 10. En Markus heeft hier ook een leer doorgeschreven over de Ehescheidung en sogar frisch befreien en zo weiter. Dat is zeer nämlich wat we in Matteaus 5 vangen. Met een onderscheid wat nog wichtig is. Aber wenn ein Schreiber dort schreibt, der andere nicht, dann meint die nicht, dass er was aardig ist. Bloß den ein Schreiber ist vielleicht wichtiger was als der nächste Schreiber. Sie sagen, wenn zwei Menschen besiegen halbe Stunde, einer an der rechten Kant und einer an der linken Kant, wenn die ein Accident sein, der die Schichten stemmen nicht ganz, warum? Weil die haben von verschiedenen Richtungen gesehen. Die haben verschiedene gesehen. En kriegst du dat met deze beide schrijven. En dit is ook niet bij de bergpredigt hier in Markus 10. Markus 10 zegt dat Jezus weer over den Jordan gestapt. En je weet niet wanneer hij dat deed, dan wil hij zich een beetje verrijden. Vielleicht met zijn Jüngertop. Maar dat zegt de mensen volgen hem hingen aan. Wegen hij deed wunder. En zijn leer weer zo wondervol en zo krachtvol. En sogar de Pharisäer werden metgekommen. En ik heb het iedereen gezegd. Dat de bergpredigt, dat we 90% de leer gegen de Pharisäer de leer. So de Pharisäer die hadden verschiedene dingen wat ze leren deden. En wat leerden ze dan over den Ehebruch en over de scheidung? Wel, de Pharisäer, en nummer 1, wanneer die wisten Pharisäer zijn, dan moest die befried zijn. Dat was een van ihre Regeln. Aber de Pharisäer die hadden Moses in gezet genomen over de scheidung. En hadden dat nog erklärt en duidelijk gemaakt voor ihr Leben. En zo, de man die wir 100% de Lehrer im Huis, nicht bloß de Lehrer, aber de Wirt, wie sogar ein Sklavmeister. Weet je, today delen wat Jezus leeft, dan weer een vroeges gelijk met Sklaven. Sklaven weer het leegste manke mensen, en vroeges weer niet door een bij de Sklaven. Maar de vroeg, die kunnen de vroeg verkeren, die kunnen de dam zijn, die kunnen de sogar aanbrengen, en dat je zegt, we die niet stemmen. Wegen eine Früh wie ein Sklav. Und so wie waren wir an, dass Jesus das frühes erheben. Er hat die abheben. Er hat Respekt für dich. Er redet nicht täglich zu dich. Sogar wenn die schwierig werden von Sinn und von Gesetz, was Blut anbelangt und so weiter, er schiert die an, er kickt ihr im Gesicht, er nahm die Tochter, die eine Umgebenheit, wo die früh 12 Jahre hat die Blutkrankheit gehabt, sie wird nach und nach schwierig im Gesetz. So soll kein anschieren. Weil Jesus, sie schied Jesus ein Kleid an, dann kriegt sie Heilung, und Jesus kickt an die Uhren und sagt, Tochter, die Glauben hat die Beter gemerkt. So hat er frühes abheben, und hat er die Lichttal mit Mana. Warum? Wenn die sind Licht mit Mana. Die sind eigentlich, hier mir reich, die sind nicht überein, das Mana, die sind nicht krank, das Mana. Wir sind verschieden gemerkt, verschieden gebüht, wir denken anders. Mana sind ja wenig kraftvoller, und so weiter. Früher haben alle noch Thema von het Gefühl und der Leib und so weiter. Aber in Gott in Uhren sind wir alle blicken viel wert. Paulus sagt sogar, das ist kein Jüd, das ist kein Griech, das ist kein Mann, das ist keine Frau, das ist kein Wirt, das ist kein Sklav. Wie sie sagen, in Christus sind wir alle blick. Und das war ich so sagen, gleich von der Evangeliumsbotschaft. Beim Kreuz hat es das Blick, wofür Geld du merkst, wer die Best, wer den Futter wir. Beim Kreuz sind wir alle egal, wir sind alle gleich. Wir sagen, dass der Eerbiedet Kreuz ist gleich. Und das ist, was ich sage für Reden. So Jesus steht, frühes abheben. Und so nu ist die Frage, was denn die Pharisäer dann lehren über den Ehebruch? Weil die Pharisäer hatten das Gesetz Mose ausgelegt.
En dat je zegt, Mose leid aangebracht, dat wel klar haben. Die wir sogar ein Rezept für wo Menschen scheiden sollen. Bloß dat het klar wird en dat Menschen nicht gemissbraucht werden. En du haben nächstes Mal mehr von vertellen, weil wir bei 1. Mose 24 sind. En so, die Pharisäer hadden het über uitgelegd, wenn du nicht zufrieden bist mit deiner Früh, dann kannst du scheiden. Wenn deine Früh dort Ungas verbrannt hat, kannst du scheiden. Wenn du deine Früh nicht ganz trüben kannst du scheiden. Und so diese Pharisäer sind hier niemand, diese Menschen. Und Frau und Jesus, eine Frau, es ist gesetzlich, dass ein Mann seine Früh scheiden kann. Dann sagt Jesus, was sagt Moses zu Trainen Moses. Was sagen sie? Moses leidt dass ein Mann kann seine Früh einen Scheidebrief schreiben und scheiden. Alright. Dann sagt Jesus, wenn je eine harte Horten schreibt Moses dit, aber am Anfang mit Gott und Mann und Früh. Und für diese Ursache wird ein Mann seine Mama und Papa verloren und einfahren mit seiner Früh. Und die zwei wollen einfahren, das sind nicht mal zwei über ein Fleisch und was Gott gebracht hat, lot kein hineinbringen. Na, früher die Jünger am Luther, was er mit gemeint hat, dann sagt er im Vers 11, wer seine Früh scheiden hat, und befreit sich mit einer anderen Früh, der hat Ehescheidung gegen er. Okay, gegen die erste Früh. Und wenn sie einen Mann scheidet und einen anderen Mann befreit, dann hat sie die Ehescheidung. Das ist Gott ihm gut. Alright? So, nun wollen wir hier mal den Hintergrund checken. Wollen die Pharisäer hier wissen über ihr Leben und was sie da tun? Über ihre Lehre? Nein. Sie wollen Jesus hier gefangen nehmen. Sie wollen Jesus hier in eine Akte geben. Wegen erstens, wo wären sie? Weil sie wären ein König Herodes in der Gegend. Was hat König Herodes getan? Der hat sich seinen Bruder, seine Früh genommen, hat seine weggestappt oder whatever. Ich glaube, sie hat sogar angebracht. Und dann, wie er nun mit seinem Bruder, seine Früh taub, und wir weiten Johannes der Täufer Rede ging, und dann war er gestappt. Und so nun, wollen die Pharisäer Jesus hier eine Akte geben, wenn Jesus wird sagen, dass die kann scheiden und frisch befreien, dann wird wir am Fuß nehmen, wegen nu hat er Gott in gesagt gebrochen. Und wenn er sagt, dass die sollen nicht, dann wird Herodes am Fuß nehmen. Gleich was Johannes hat. Aber Jesus wusste mit dieser Frau. Und er hat gesagt, was sagt Moses zu ihnen? Dann mussten sie selbst beantworten, well, Moses leidt, dass Menschen können sich scheiden. Sagt Jesus, ja, nicht wir wegen jener harte Worte, wegen Menschen sind voll Sinn. Dus nicht ein Mensch, der einen Tag kann leben ohne Sinn. Ich habe mal einen Prediger gesagt, sogar, ein Mensch kann nicht nur 2 Minuten leben ohne Sinn. Sagen die sind von der sinnlichen Natur und wie ich kämpfen damit. Und ich sage Jesus, jo, wegen jener Sinn leidt Moses das, so dass das Ordnungsfall kann passieren. Und danach, dass die Früh wird beschützt werden, von nicht einmal Hahn und Träger getäuscht worden, von einem Mann bei dem anderen. Wenn Gott legt früh ist, kriegt er so als Manna. Aber sagt Jesus, wer muss trägen und fair, das gesagt Moses. Im Garten Eden, wie Adam und Eva, ein Mann, eine Früh. Not so klar, Mann und Früh. Nicht Mann mit Mann oder Früh mit Früh. Oder die Twaschen. Sein Feld ist noch was Twaschen, ich weiß nicht mehr Wort, aber. Sagt Jesus, wer muss gehen und Gott sein erster Plan. So, wenn sie mich fragen, bist du in favor, oder bist du für die Ehescheidung? Ich sage, nee, ich sage nicht für die Ehescheidung. Ich sage für Gott sein Plan. Gott sein Plan ist, dass Menschen sich befreien und taub bleiben, sich zu Gott holen, sich schatten lassen, sich vereinigen. Und bei taub Gott sein Plan noch gehen. Jesus sagt hier sogar, 2 waren eins. Und was Gott gebracht hat, sagt er, kein Menschen gleich scheiden. Alright, aber sagt Jesus, wegen das eine gebrochene Welt ist, wegen hier sind es in dieser Welt, wegen dieser Welt ein Heiland fehlt, ist ein Prozess für die Ehescheidung. Alright, so nu ist die Frau, jemand fragt mich mal, mir ist die best für Divorce and Remarriage, die best für die Ehescheidung und frisch befreien. Ich sehe, ich sage gleich fair, ich sage jeng, aber ich sage, das passiert. Wenn du glaubst, dass das eine perfekte Welt ist, dann weiß ich nicht, wo ein Loch die bei wohnst, oder wo ein Stein die gewohnt hast. Aber das ist eine gebrochene Welt, voll Sünder, und der Ehe ist gehen in 2. Nu ist die Frau, kann der Heiland noch bei? Meine Antwort ist, ja, die kann. Je hebt dat te Gott te houden. Meine Antwort ist, ja, das kann. Ein Mensch, der Ehescheidung durchgegangen ist,
en sich frisch befreit hat, die wird bloß ein Ding dann. Büße dann, und dann von nur wieder leben, so er dann erst, wenn er frisch befreit ist, dann mutig wieder, mit Gott taub, das ist die Antwort, und dann ist die Vergebung für. Und ich habe Freunde, ich habe Predigers, die würden sagen, no, wir trägen ohne die erste früh. Well, 1. Mose 24 laat ich mal. 1. Mose 24 sagt, wer einmal die Schad hat und sie sich dann frisch befreit hat, das ist nicht mehr seine früh. Und so Gott der die früh beschützen von Hanen Trägetüch worden und Arach gebrucht worden und gemessbrucht worden. Mir ist ganz klar, ich bin dankbar für Gott seine Leben, für seine Gnade. Andere Menschen sagen, die das Menschen Mutter sprechen, der Ehescheidung frisch befreien. Meine Frau ist, die waren allemaal. Ich weiß nicht, was ich davon sage, oder was die Schrift sagt. Aber Gott sein Nummer 1 Plan ist, dass wir bleiben taub. Ich bin dankbar für meine Frau, die mir so viel zu Gott geholfen hat. Ich will gleich darum befreit sein. Ich will kein Geschäft sein. Und sie wird haben ein Recht gehabt. Aber sie wählt sich, die Leib Jesus aus der Loten Rüte zu schälen und mich zu Gott zu holen und mir nach Wahrheit die Leib zu beweisen, dass wir nicht wollen. Und so ich bin dankbar dafür. Ich bin für die Ehe. Ich bin für das Leben. Aber ich bin auch weis genoeg, klug genoeg, ik heb mijn uren op. En het kan zijn dat er zijn mensen die scheiden, mensen die zich frisch befreien. Ik wil ihnen hier sagen, die zijn niet verloren. Niet wanneer die wahre geboren zijn en wanneer die met Jezus terugkomen. Die zijn gebroken, ja. Dat je het vijfde slag, ja. En er zijn vele schommen wat ze moeten eraan draaien. Wat man niet doet met, wat die draaien sparen met zich. Maar dat is gewoon leicht, dat leven wat ze vieren. Ze zijn vielleicht kinderen van een andere Ehe. Kinderen moeten gaan en twee spazieren en zo wieder. Sie müssen fertig werden mit den anderen Partnern, sind hierüber befreit. Diese Menschen sind vielleicht mal gebrochen genug, und dass die anderen Christen nach Finger wiesen und sagen, die ersten in der Verdammnis. Das ist gleich so. Du wirst bloß eine sind, was Jesus abnahm, was er nicht hätte getan, das ist der Helden Jesus Leistung. Und das wollen wir Luther und Matteaus auch noch bekicken und erklären. So, Nummer 1, das gibt Ehescheidung. Nummer 2, Menschen befreien sich frisch. Nummer 3, du hast Vergebung für, du hast Gnade für. Und Gott kann sogar die zweite Ehe sehen, wenn sie dort mit Arm taub tun. Wenn sie mit Arm taub, gut mit Gott, gut mit Prediger. Fort taub mit Kirche, lese das Wort. Von du, wo ihr nu sein, gut wieder mit Gott taub, und muss Gott ihn sehen. Und wenn du befreit bist, bleib befreit. Wenn Jesus sagt, Gott ihm Plan wir, morgen mit der Früh, 2 waren 1, und Gott ihm Plan ist, dass die taub bleiben. Muss Gott ihn Wort sehen, von der Smars. En die hebben een beetje hintergrund gekregen waarom ze Jezus hier willen in de vollen gehen. En wil Gott Jezus zich met wees, niet zo? Gott is zegen van Deel.